So, grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Wir sitzen noch immer hier fest an dieser Stelle und ich weiß noch lange nicht, wie ich das schaffen soll. Es tut mir echt leid. Weil nichts hilft mehr. Nichts. Ich kann tun und machen, was ich will. Ich mache jetzt was anderes. Ich kümmere mich mal um die Kleinen. Achso. Ja. Und sobald Edi den Funkspruch durchgibt, kümmern wir uns um die Raketensteuerung. Na toll. Nein. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Alter, dieser Teil ist heftig. Weil ich vor lauter Effekt nichts sehe und jetzt bin ich gleich wieder tot. Toll, danke Spiel. Du bist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Danke. Ja. Weißt, wäre Shepard ein bisschen agiler, wäre es leichter. Rotz. Verdammter Hurenscheiß. Ja, ich weiß echt nicht mehr, wie ich das Stück noch schaffen soll. Wenn ich nur mehr auf der Kleinen bleibe. Wir gehen es mal anders vor. Die hier machen mir so Sorge. Die Kleinen sind nicht das Problem. Okay. Hierher. Ah! Zu weit geschossen. Ja, so könnte man es machen. Das brauche ich für die Kleine hier Muni. Und nein, ich gebe nicht auf. Ah! Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Sehr gut. Und jetzt schauen wir, dass wir da irgendwie nach vorne kommen. Also stecken wir hier noch 2 Stunden fest. Ich gehe gleich wieder drauf. Jetzt kriege ich einen Graus. Hab eine Idee. Gleich durch. Hab die Schnauze voll. Zielsuchsystem online. Reaper in Reichweite. Feuer! Wer geht runter? Feuern Sie aus allen Rohren! Zerstörer neutralisiert. Gute Arbeit, Edi. Shepard, wir sind auf dem Weg zu Ihrer Position.
Verstanden. Shepard! Hier drüben! Gut, Sie haben es geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Aber natürlich. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse, einschließlich des Vorboten, das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Des Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tiegel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe, rausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut, dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Jetzt oder nie, Admiral. Es geht los. Bestätige. Ich gebe den Befehl. An alle Schiffe. Hier ist Admiral Hackett. Teagle ist unterwegs. Ich wiederhole. Teagle ist unterwegs. Um jeden Preis beschützen. An alle. Jetzt gilt's. Verfügbare Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf dem die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Ist das alles? Wir wussten, dass das ein Wabonspiel ist. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Es war schon immer unser Job, diesen Kampf zu beenden. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Scheiße. Wir müssen weg! Los! Aber Trupps, los, los, los! Boah, Alter, hier geht's ja rund. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann mich an das alles nicht mehr erinnern. Alter Shepards. Und ich bleib dabei. Eines der besten Rollenspiele für mich persönlich, die es gibt. Normandy, hören Sie mich? Evakuierung, sofort! Wir erleiden hier oben schwere Verluste, Commander. Schon unterwegs, Commander.
Los! Hier! Nehmen Sie ihn! Commander, Sie müssen weg von hier. ich gehöre hierher, Jetzt keine Diskussion. aber ich kann noch kämpfen. Ich muss wissen, dass hier jemand lebend rauskommt. Commander, Viel Glück. Los! Oh Gott. Sie sind alle tot. Hat's jemand zum Strahl geschafft? Negativ. Alle Truppen wurden ausgelöscht. Das ist zu viel. Wir müssen uns sammeln. Zurück zu den Gebäuden. Haben wir ausgelöscht. Alle Truppen, Rückzug! Rückzug, Rückzug! Hier ist der Admiral. Sieht aus, als hätte es jemand zur Citadel geschafft. Wir müssen ihnen Zeit geben, diese Arme zu öffnen. Alle Flotten beim Tiegel sammeln. Um jeden Preis beschützen. Shepard. Shepard. Anderson. Auch hier oben?
Gott, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Oh, glaube ich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Alles okay? Ich fühle mich wie tot, lebe aber noch. Es ist dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Glauben Sie, die machen hier einen Reaper? Klar. Die Anlage auf der Erde. Und hier oben werden die Leute verarbeitet. Das ist doch pervers. Ich gehe weiter. Je früher wir diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Ihre Röhren gehen nicht ewig weiter. Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss ein Teil der Citadel sein, in dem ich noch nie war. Anderson? Eine der Wände hier hat sich gerade neu ausgerichtet. Der Ort bewegt sich, ändert sich. Hier ist eine Spalte. Und noch mehr Gänge wie der, in dem ich vorhin war. Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang. Ich sehe etwas vor mir. Vielleicht ein Weg, um rüberzukommen. Gehen Sie nicht so weit voraus. Wo sind Sie denn Ihrer Meinung nach? Habe gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Ich sehe was. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Anderson? Verdammt. Anderson! Shepard! Ich kann nicht! Ich habe Sie unterschätzt, Shepard. Was ist? Ich habe Sie gewarnt. Kontrolle sichert das Überleben. Kontrolle über die Reaper. Und über Sie, falls nötig. Sie kontrollieren Sie! Das glaube ich nicht, Admiral. Mich zu kontrollieren ist nicht dasselbe wie bei einem Reaper. Etwas mehr Vertrauen. Als die Menschheit die Massenportale entdeckte, als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt, wollten einige die Portale zerstören, aus Angst vor dem, was wir finden und vielleicht hereinlassen würden. Aber sehen Sie doch, was die Menschheit erreicht hat. Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt. Und die Reaper werden das erneut für uns tun. Tausendfach. Aber... nur wenn wir ihre Fähigkeit zur Kontrolle haben. Blödsinn. Wir vernichten sie. Oder sie uns. Und diese Chance vergeuden? Niemals. Sie spielen mit Dingen, die sie nicht verstehen. Mit einer Macht, die ihnen nicht zusteht. Das glaube ich nicht. Wir können sie kontrollieren.
Warum soll sie uns nicht gehören? Weil wir nicht bereit sind. Nein, das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit. Es gibt immer Alternativen. Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht. Und ich weiß, dass ich sie mit dem Tiegel kontrollieren kann. Und was dann? Wir können sie beherrschen. Ich sehe, was Sie mit ihnen gemacht haben. Ich habe genommen, was ich wollte. Es zu meinem gemacht. Hier geht's nicht um mich oder Sie, sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle. Er hat Unrecht. Hören Sie nicht auf ihn. Auf wen würden Sie denn hören, Shepard? Eine alte, sture Soldatin, die die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht. Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Wenn wir die Reaper vernichten, endet es heute. Aber wenn Ihre Kontrolle scheitert, Aber ich kann! würden Sie die Existenz der Menschheit darauf setzen? Ich weiß, dass es funktioniert. Es geht nicht. Stimmt's? Sie lassen es nicht zu. Nein, ich habe die Kontrolle. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ihre Worte sagen alles. Sie sind indoktriniert. Nein, nein. Sie beide sind so selbstgerecht. So eine Macht bekommt man nicht geschenkt. Man muss Opfer bringen. Sie haben zu viel geopfert. Shepard, ich wollte nur die Menschheit schützen. Der Tiegel kann sie kontrollieren. Ganz sicher. Ich muss nur... Es ist nicht zu spät. Gehen wir. Den Rest machen wir. Das kann ich nicht tun, Commander. Natürlich nicht. Sie gehören jetzt Ihnen. Sie machen alles zunichte, was ich erreicht habe. Das lasse ich nicht zu. Sie sind nicht mehr Sie selbst. Sie wurden übernommen. Nein! Sie haben versagt! Da. Die Erde. Ich wünschte, Sie könnten sie sehen wie ich, Shepard. Sie ist so perfekt. Das war's, Leute. Die Arme öffnen sich. Sekunden bis Kontakt. Geschafft. Tiegel hat angedockt.
Commander? Wir haben es geschafft. Ja, haben wir. Was ist das für ein Anblick? Die besten Sitze des Hauses. Mann, wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal hingesetzt? Eine Pause muss drin sein. Wach bleiben. Wir haben es fast geschafft. Gut gemacht, Kind. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke. Anderson? Shepard, Commander. Was soll ich tun? Nichts passiert. Der Tiegel feuert nicht. Es muss irgendwas auf ihrer Seite sein. Commander Shepard. Ich sehe nichts. Ich bin nicht sicher, wie... Commander. Wachen Sie auf! Was? Wo bin ich? Auf der Citadel, meinem Zuhause. Wer bist du? Ich bin der Katalysator. Ich dachte, die Citadel wäre der Katalysator. Nein, die Citadel ist Teil von mir. Ich muss die Reaper aufhalten. Aber wie? Ich kontrolliere die Reaper. Sie sind meine Lösung. Die Lösung? Wofür? Das Chaos. Die Erschaffenen rebellieren immer gegen ihre Schöpfer. Aber wir können das verhindern und die Ordnung wiederherstellen. Indem sie organisches Leben auslöschen? Nein, wir ernten entwickelte Zivilisationen und lassen die Jüngeren in Ruhe. So wie wir beim letzten Mal ihr Volk am Leben gelassen haben. Aber den Rest haben sie getötet. Er durfte aufsteigen und Platz machen für neues Leben. Das Alte wurde in Reaper-Form gespeichert. Wir behalten lieber unsere eigene Form. Nein, das geht nicht. Ohne unser Eingreifen zerstören die synthetischen Wesen die organischen. Durch den Zyklus kann das niemals passieren. Das ist die Lösung. Sie sagten, Sie sind der Katalysator, aber was sind Sie?
Ein Konstrukt, eine Intelligenz, geschaffen vor Äonen, um ein Problem zu lösen. Ich sollte Gleichgewicht bringen. Katalysator sein für den Frieden zwischen organischen und synthetischen Wesen. Dann sind Sie nur eine KI? Ungefähr so, wie Sie ein Tier sind. Ich verkörpere die kollektive Intelligenz aller Reaper. Aber Sie wurden erschaffen. Korrekt. Von wem? Jemanden, der den ständigen Konflikt zwischen synthetischen und organischen Wesen erkannte. Ich sollte die Beziehungen zwischen synthetischem und organischem Leben überwachen, eine Verbindung herstellen. Aber unser Streben endete im Konflikt, also war eine neue Lösung erforderlich. Die Reaper? So ist es. Woher kamen die Reaper? Haben Sie sie erschaffen? Meine Schöpfer gaben ihnen Form. Ich gab ihnen Funktion und sie gaben mir einen Sinn. Die Reaper sind eine synthetische Repräsentation meiner Schöpfer. Der Leviathan. Ja, ich sollte die Beziehungen zwischen synthetischem und organischem Leben überwachen, eine Verbindung herstellen. Sie wurden der erste echte Reaper. Es gefiel ihnen nicht, war aber die einzige Lösung. Das sagten Sie schon. Aber wo bitte lösen denn die Reaper irgendwas? Organische Wesen wollen mit synthetischen ihr eigenes Dasein verbessern, aber das hat Grenzen. Um sie zu überwinden, brauchen synthetische Wesen Evolution. Sie müssen per Definition ihre Schöpfer überflügeln. Daraus entsteht Konflikt, Zerstörung, Chaos. Das ist unvermeidbar. Reaper ernten alles Leben, organisch und synthetisch, und verhindern damit, dass der Konflikt es vertilgt. Was wissen Sie über den Tigel? Das Gerät, das sie Tigel nennen, ist kaum mehr als eine Energiequelle. Aber in Verbindung mit der Citadel und den Portalen kann es enorme Energiemengen in der ganzen Galaxie freisetzen. Es ist simpel, aber effektiv und anpassungsfähig. Wer hat es entworfen? Sie kennen sie nicht und für Erklärungen ist nicht genügend Zeit. Wir haben das Konzept für dieses Gerät vor einigen Zyklen erstmals bemerkt. Mit jedem Zyklus hat es sich ohne Zweifel weiterentwickelt. Warum haben Sie nichts unternommen? Wir dachten, das Konzept wäre ausgelöscht worden. Organische Wesen sind eindeutig findiger, als uns klar war. Aber sie nehmen uns unsere Zukunft. Und damit auch jede Hoffnung. Und ohne Hoffnung könnten wir auch eine Maschine sein, die nur ihre Programmierung erfüllt. Es gibt Hoffnung, mehr als Sie ahnen. Dass Sie hier stehen, als erstes organisches Wesen überhaupt, beweist das. Aber es heißt auch, dass meine Lösung nicht länger funktioniert. Und jetzt? Wir finden eine neue Lösung. Warum erzählen Sie mir das? Wozu die Hilfe? Sie haben die Variablen geändert. Was soll das heißen? Der Tigel hat mich verändert, neue Möglichkeiten geschaffen. Aber ich kann sie nicht umsetzen. Wenn es eine neue Lösung geben soll, müssen Sie handeln. Es liegt jetzt in Ihrer Macht, uns zu vernichten. Aber eine Warnung, andere werden auch vernichtet. Der Tigel kennt keine Unterschiede. Alle synthetischen Wesen sind sein Ziel. Sogar Sie sind zum Teil synthetisch. Was genau wird passieren? Ihr Tigel scheint größtenteils intakt zu sein. Trotzdem wird die Explosion nicht nur Auswirkungen auf die Reaper haben. Für sie wichtige Technologien werden betroffen sein.
Aber die Überlebenden sollten das alles problemlos reparieren können. Es wird trotzdem Verluste geben, aber nicht schlimmer als bisher. Aber die Reaper werden vernichtet? Ja, aber der Frieden ist ohne Bestand. Bald erschaffen ihre Kinder erneut synthetische Wesen und das Chaos kehrt zurück. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es. Sie könnten mit der Energie des Tigers auch die Kontrolle über die Reaper übernehmen. Dann hatte der Unbekannte recht. Ja, aber er hätte die Kontrolle nie erlangt, weil wir bereits ihn kontrolliert haben. Aber ich kann... Sie werden sterben. Sie kontrollieren uns, aber sie verlieren alles, was sie haben. Wie kann ich die Reaper kontrollieren, wenn ich tot bin? Ihr Körper wird aufgelöst, aber ihre Gedanken und sogar ihre Erinnerungen existieren weiter. Die Verbindung zu ihrer Art bricht ab, aber sie werden sich ihrer Existenz bewusst sein. Aber die Reaper gehorchen mir? Ja. Sie können uns dann kontrollieren und nach Belieben lenken. Es gibt eine andere Lösung. Synthese. Und das wäre? Die Verschmelzung ihrer Energie mit dem Tigel. Die Kettenreaktion gibt allem synthetischen und organischen Leben ein neues gemeinsames Gerüst. Eine neue DNA. Erklären Sie, wie meine Energie dem Tigel hinzugefügt werden kann. Ihre organische Energie, die Essenz dessen, wer und was sie sind, wird aufgelöst und dann freigesetzt. Um was genau zu tun? Wird die Energie des Tigels so freigesetzt, ändert das die Matrix allen organischen Lebens in der Galaxie. Organische Wesen erstreben Perfektion durch Technologie, synthetische Wesen durch Einsicht. Organische Wesen integrieren sich danach perfekt in synthetische Technologie. Und synthetische Wesen verstehen organisches Leben. Das ist die ideale Lösung. Jetzt, wo wir um diese Möglichkeit wissen, müssen wir die Synthese erreichen. Warum konnten Sie das nicht früher machen? Wir haben schon früher ähnliche Lösungen ausprobiert. Und sind immer gescheitert. Warum? Weil die organischen Wesen nicht bereit waren. Man kann so etwas nicht erzwingen. Sie sind vorbereitet und können diese Wahl treffen. Ich... weiß nicht. Warum nicht? Sie sind selbst zum Teil synthetisch. Könnten Sie sich davon trennen? Also leben wir einfach weiter. Zusammen. Der Zyklus endet. Die Reaper beenden die Ernte und die Zivilisationen in ihnen werden mit uns allen verbunden sein. Synthese ist die letzte Evolution allen Lebens. Die Wege sind offen. Aber Sie müssen entscheiden.
Flotten. Der Tiegel ist scharf. Kampf abbrechen und zum Rendezvouspunkt. Wiederhole. Kampf abbrechen und nichts wie weg hier. Jeff, wir müssen los. Verdammt.
Der Krieg ist vorbei. Die Reaper sind besiegt worden. Entgegen allen Erwartungen haben wir die größte Bedrohung der Galaxie aller Zeiten überlebt. Wir hatten gewaltige Verluste. Die Portale sind schwer beschädigt. Aber wir haben gesiegt. Dieser Sieg gehört uns allen. Allen Männern, Frauen und Kindern. Allen Zivilisationen auf jeder Welt. Während wir nun die ersten Schritte des Wiederaufbaus einleiten, müssen wir daran denken, was uns der Sieg gekostet hat. Es war kein Sieg einer einzelnen Flotte, einer einzelnen Armee oder gar einer einzigen Spezies. Dieser Krieg hat uns gelehrt, dass wir dann am stärksten sind, wenn wir zusammenarbeiten. Und wenn wir unsere Streitereien lange genug ruhen lassen können, um etwas so Mächtiges wie die Reaper aufzuhalten, was könnten wir dann jetzt alles erreichen? Es wird dauern, aber wir können alles wieder aufbauen, was zerstört wurde. Unsere Häuser, unsere Welten, unsere Flotten und Truppen, all das und noch mehr. Zusammen können wir eine bessere Zukunft aufbauen, als sich irgendjemand vorstellen kann. Eine Zukunft bezahlt mit dem Opfer all derer, die an unserer Seite kämpften und starben. Eine Zukunft, die viele niemals sehen werden. Und obwohl noch viele Herausforderungen vor uns liegen, können wir ihnen gemeinsam begegnen. Und wir ehren jene, die starben, um uns diese Zukunft zu geben. Ja, viel gibt's nicht mehr zu sagen. Sorry.
Es haut mir jetzt mal um das Ende. Ja, geschafft habe ich es nicht, dass Shepard überlebt. Schade eigentlich. Irgendwo war ein kleiner Fehler drinnen und wenn ich mich recht entsinne oder an das zurückdenke, was ich gelesen habe, das wenige, müssen so viele Faktoren zusammenspielen, dass Shepard überlebt, aber ja, es gibt eh nichts mehr zu sagen. Gott, oh Gott. Machen wir es kurz und schmerzlos. Es gibt einen Satz, den Shepard gesagt hat. Den kannst du direkt auf unsere heutige Zeit ummünzen. Wir sind noch nicht so weit. Ja. Egal in welchen Belangen. Ich will dich jetzt nicht länger aufhalten. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei. Die Mass Effect, die Legendary Edition ist für mich ein bisschen eine kleine emotionale Reise. Teil 3 war von der Performance und von der Qualität her fernab unter aller Sau. Scheißegal, ob es jetzt manche Bugs waren, ob es die Animationen waren, also das hätte man sich sparen können. Im Endeffekt bietet sie für ihr Geld eigentlich eh genug. Und ja, das war's. Ich will nicht mehr sagen, ich will jetzt unter einer Stunde bleiben. Und wir sehen uns dann in einem weiteren Video wieder. Und ja, ich will nicht mehr weiter sagen. Nichts mehr sagen, sagen wir so. Bis zum nächsten Mal und Baba.